Herzlich willkommen, liebe Menschen, hier auf twitch.tv/brach.ch. Willkommen zu einem neuen Stream. Neuen Kleinbausteine-Stream mit mir, mit dem Cyril. Ich hoffe, ihr habt wunderbar in die Woche gestartet gestern und heute einen gemütlichen Dienstag gehabt bis anhin. Wir müssen nicht Angst haben, es wird weiterhin auch ein gemütlicher Dienstag. Wir segeln miteinander weiter Richtung Mittagspause. Dann ist um 12 Uhr für alle, hoffe ich, oder zumindest für die meisten. Und wir machen heute weiter mit unserem Sportscar von Kada. Bislang haben wir ja, ein bisschen Problem gehabt mit dem guten Karren hier, wo wir aktuell ja, noch nicht so weit sind, wie ich das gerne hätte. Aber ich gebe mir beste Mühe, dass wir heute ein bisschen vorwärts machen. Das heisst, heute gibt es auch ein bisschen Focus Time. Je mehr ich schnurre, desto mehr Fehler mache ich. Nichtsdestotrotz könnt ihr selbstverständlich jederzeit im Chat schreiben und mit mir ein bisschen quatschen. Bin ich auch immer dankbar für ein bisschen Ablenkung von dem Ärger, was es zwischendurch gibt. Aber ich habe gemerkt, man muss sich hier doch ein bisschen mehr konzentrieren als wie andere Kleinbausteine setzen. Die Pfeile sind zwar in der Regel am richtigen Ort, aber meine Augen nicht immer. Und darum hat es ja, ein paar Zwischenfälle gegeben. Aber wir sind doch immerhin in der Anleitung Nummer 2. Ja, ich sage mal, das erste Drittel, Viertel haben wir durch und wir gehen jetzt an den zweiten Kotflügel und wechseln da dafür. Ich bin immer noch mega froh, dass wir das mit der Kamera endlich können richten und jetzt das Ganze viel besser daherkommt und ein bisschen geschniegelter aussieht. So, okay, also eben der zweite Kopflügel. Ich habe alles wunderbar vorbereitet. Wieder einmal, dass wir eigentlich gerade schon loslegen können. Wie gesagt, ich würde wirklich sehr gerne den Sportscar diese Woche oder jetzt heute abschließen. Dass wir dann nächste Woche wirklich in ein neues Projekt auch wieder reinstarten. Ein Projekt, das nichts mit Fahrzeugen zu tun hat. Dort dann auch mal wieder ein bisschen Abwechslung reinkommt. Ich habe nicht gerne Abwechslung. Ich weiss nicht, wie das bei euch so ist, aber lieber die sind, die gerne so ein bisschen ihre Routine haben. Oder eben mal öfters ein bisschen Abwechslung, etwas Neues. Ich meine, Routine muss auch nicht schlecht sein. Man weiss, was einem erwartet. Es gibt auch eine gewisse Sicherheit, je nachdem, um was es jetzt natürlich geht. Ja, könnt ihr mal schreiben. Seid ihr eher der Typ oder die Typen, die auf Sicherheit und Routine vertraut oder gerne eben ein bisschen mehr Abwechslung hat im Leben, öfters mal etwas Neues? Nimmt mich schon ein Wunder. Ich glaube, es ist auch ein bisschen die Mischung, die es macht. Bei mir definitiv ein bisschen. Es muss nicht immer wieder eine neue Herausforderung sein, jeden Tag, jede Woche. Ja. Ich sehe schon, es wird schon wieder bereits mühsam. In so einem doofen Teil, den wir jetzt suchen. Ich nehme mal all die Viererli raus, die ich hier finde. Weil eins davon, das brauchen wir nämlich. Was natürlich auch könnte sein, ist, dass ich bereits schon den nächsten Beutel muss aufmachen muss. Weil, wie gesagt, hier in dem Kada-Set wird einem nicht gesagt, wann das der Fall ist. Voilà, da haben wir es gefunden. Sondern ja, wenn wir das Teil nach einer halben Stunde suchen. Grüezi Squanchy Island. Herzlich willkommen zum Stream. Schön bist du da. Hast du einen guten Tag gehabt bisher? Ja, eben bei dem Set ist es einfach so, wenn du eine Viertelstunde lang suchst und es nicht findest, dann ist es wahrscheinlich im nächsten Beutel. Das ist jetzt doch schon seit oder das andere Mal vorgekommen. So, und von denen hat es ganz viele verschiedene. Von denen hat es die mit einem Loch, dann hat es die mit auf 2 Seiten Löcher, dann hat es die mit dem Füßli unten dran. Und das macht und die natürlich noch ohne. Und das macht es für mich immer wunderbar schön challenging. Ich glaube, ich tue jetzt anfangen, wirklich ein bisschen vorsortieren, die ich finde.
Weil ich habe echt keine Lust, da ewig drinnen rumzugrapschen. Und nicht vom Fleck zu kommen. Ich muss ja wirklich für die letzten 2 Mal ein bisschen wieder gut machen. Wo wir schon ein bisschen angestanden sind. So. Was mich ein bisschen stört, ist, dass der nicht so gut zusammenhält. Einfach weil das vordere Teil, da der Grill oder was das auch immer ist, der ist ein bisschen zu kurz geraten und der zieht jetzt, der immer ein bisschen runter. Und wenn ich da zu fest zusammendrücke, dann geht es unten dran wieder raus. Ist nicht perfekt abgemessen. Aber irgendwo werden wir es dann später schon noch fixieren, ist zumindest meine Hoffnung. So, vorsortieren. Man muss ja auch ein bisschen dazulernen, oder? Leonik, hey, willkommen. Ja, alles gut. Sicher auch schon schönere, bessere Tage gehabt, aber hey, ich meine, das sind alles nur Menschen, oder? Es gibt auch mal einen Tag, wo nicht alles immer nur Friede, Freude, Eierkuchen ist. Die kennt ihr sicher auch. Und wenn nicht, dann, wenn es nur schöne Tage sind, dann mag ich euch das natürlich von Herzen gönnen. Wie geht's denn dir? Watchtime mit SCH. sehr schön. Und wie geht's dir? Alles gut soweit? Schöne Woche gehabt. Musst du etwas machen, bist am Zulassen, kein Problem. Gönn dir. Schön bist du trotzdem da. Ich nehme auch die Lurkers immer sehr gern. Ein bisschen mit in einen gemütlichen Dienstagmittag. Das weiss ich, das brauchen wir sicher auch noch. Und jetzt noch so ein kleines Dächli. Also wir haben, glaube ich, nachher auch nur noch Beutel mit der Nummer 4 drauf. Das gibt mir doch ein bisschen Hoffnung, dass es ein bisschen wird vorangehen. Weil irgendwann müssen ja auch ein bisschen die grösseren Teile noch kommen, oder? Das brauche ich auch noch. Ich versuche wirklich ein bisschen mehr vorauszuschauen jetzt. Das Ganze ein bisschen beschleunigen. Barracks! Yeah! Also ich darf den Namen jetzt nicht sagen, weil es ist Kada. Aber Klebersteine machen wir, ja. Absolut. Schön bist du da. Bist Zweig. Gesund und munter. Es hat schon wieder ein paar Leute, die sind ein bisschen am Umkränkeln. Habe ich so am Rande mitbekommen. Ich hoffe, ihr nicht und ihr seid wirklich fit und Zweig. Es sind ein paar Tage so ein komischer Nacken. Ich bin, glaube ich, irgendwo mal falsch gelegen oder so und ich bringe es einfach nicht weg. Vielleicht kommt es vom sportlichen Wochenende, das ich hatte. Also Freitag. Ohne irgendwie die Partei zu ergreifen, weil ich gewisse Matches schauen. EVZ und dann Samstag IB und am Sonntag hat meine Frau noch gegen Serve gespielt, also Nazi A. Und dann vielleicht vom Hin und Her schauen die ganze Zeit. Das ist vielleicht auch ein bisschen auf den Nacken gegangen, das könnte sein. Mhm. Ich brauche nur so einen kleinen schwarzen Bogen. Das sollte eigentlich nicht so schwierig sein. Da. Da haben wir 3 Lichter schon. Also die ist jetzt auf jeden Fall schneller gegangen als die letzte.
Alles gut. Ja, weißt du, es sind halt gewisse auf ihre Firmennamen schon sehr darauf bedacht, dass sie nicht in Verbindung geraten mit anderen Herstellern. Ja, es verkompliziert eigentlich alles immer ein bisschen. Ich meine, ich benutze auch in der Regel so andere Worte, wenn ich googeln oder so. Ja. Ich meine, die meisten von uns sind der schwedischen Marken aufgewachsen, oder? Ich brauche noch mal ein durchsichtiges bitte. Ah nein, ich habe das Richtige gehabt. Ah, ich wäre das flache Version für oben drauf. Wo habe ich es jetzt auch nicht da? Da ist es. Ich sage, ich bin in letzter Zeit wirklich sehr in dem Lofi-Hop Mood wieder ein bisschen drin. Auch zum Arbeiten einfach halt sehr gemütliche Musikrichtung. Es hat auch viel Brunz. Ich habe so das Gefühl, man kann jeder kann das ein bisschen machen. In das Lied auf Lofi abtunen und das war's dann. Es gibt auch sehr viele gute Sachen. So, ich würde einfach nur ein kleines Dächen. So eins, aber das Zweierli. Sonst schaue ich mal, ob es eins in einem anderen Beutel hat. Da muss ich nicht so lang suchen. Wäre auch cool. Das sieht weniger aus. Vielleicht. Das sieht nach Frontlichten aus. Das sind große Teile. Hier, das sieht nicht schlecht aus. So, schön in den ganzen Haufen rein. Challenge für mich. Hey, Phantom, grüß dich, willkommen. Schön, bist du da. Für einen 20% Shop, Barrix, willst du dich bewerben? Am Freitag basteln oder gamen? Was willst du basteln? Also bleiben Bewerbungen jederzeit. Einfach anschicken, wir dann schön aussortieren. Und dann nehmen wir nur die gut von Kamera anpassen natürlich. Ja, Scrunchy, also kein Problem. Wir sind ja öfters am Streamen, da kannst du gut ein bisschen aufholen. Außer du schaust nur gerade Kleebausteine, dann kann es natürlich sein, dass es ein bisschen länger geht, bis du da die Zeit aufgeholt hast. Also es ist ja kein Wettrennen. Also no worries. Und der Troy ist auch da. Hey, richtig Full House. Love it. Schön seid ihr da. Lederlappen gewonnen. What? Zum Auto abdrücken oder was für Lederlappen? Etwas basteln, programmieren und dann vom Stream noch steuern. Oh, das wäre cool. Finde ich eine gute Idee. Kannst du das mal noch ein bisschen ausformulieren und kannst es ja bei der Steffi platzieren. Nein, ich tue sicher nicht Lederlappen jetzt googeln. Da wird noch alles. Also ich kann Lederlappen. Ja, eben die, wo man die Autos mit abtrocknen, ja. Kann ich doch. Excuse, willkommen. Muntere, lustige Runde. I love it. So, aber jetzt muss ich wirklich ein bisschen Essen geben hier, Leute. Ich kann mich doch nicht die ganze Zeit ablenken. Meine ich mich von euch natürlich gerne ablenken lassen, aber darf ich ja nicht zugeben. So. Also irgendwie muss man das noch fixieren, also das nervt mich echt. Da, der Gap da, den bringe ich einfach nicht weg. Ich traue mich auch kaum, das irgendwie anzulängen.
Ah, und da unten fehlt noch der eine. Ja, genau, das Klemmerli auf die Seite. Voilà. Ich traue mir schon gar nicht mehr richtig fest, das Zeugs anzudrücken, weil es einfach gerade auseinandergeht. Meine groben Barbarenpranken. Ja, wo, was? Was geht hier? Was raiden? Ey, ja, merci für den Raid einfach, Phantom. Schön. Herzlich willkommen. Also, Sie hier ein bisschen am Klemmbaustein jetzt auch von Kada, für die jetzt auch zum ersten Mal zuschauen, wie Lock and Loller. Yeah! Hat schon gescheit reingegradet? Nein, alles gut. Also, ich find's schön, dass Sie das machen. Ja, und es gibt ein bisschen Love für einen Shop von uns. Ah, wunderschöner Tag. Das wärmt mein Herz an dem sonst so gemischte Gefühle in Dienstag heute. Ihr seid da echt die Besten, hey. Ein paar Pünktchen. Was macht ihr mit denen? Ich würde ja warten. Vielleicht gibt es mal ein Gewinnspiel. Ich würde fix warten. Und dann richtig abkassieren. Also Twitch verändert sich ja auch gefühlt jede Woche. Also da kommt konstant irgendetwas Neues dazu. Wenn man dann mal ein paar Jahre weg ist vom Bildschirm, sprichwörtlich wie ich, dann ist alles anders. Also das ganze Streamlabs und so hat bei uns noch völlig anders ausgesehen. Und völlig ist jetzt übertrieben. Schon ein bisschen. Ich habe noch mit OBS angefangen und dann ist ja dann eigentlich das Streamlabs rausgekommen. Also für all die streamen und sich ein bisschen mit dem auskennen oder schon gehört haben. So die Streaming-Programm, das Ganze kann broadcasten. Aber die haben ja ein paar Profis da bei uns innen, sehe ich. Ja, scheint. Ja, kannst Köln zahlen. Aber der Preis, also das ist ja jenseits von Gut und Böse, oder? Also einfach, dass deine Chatnachricht hervorgehoben wird bei irgendwie so diesen Mega-Giga-Streamer. Einfach, dass er einmal deine Nachricht liest. Also ist euch das wert? Erzählt mal. Wie viel würdet ihr zahlen, nur damit eure Nachricht hervorgehoben wird bei eurem Lieblingsstreamer? Oder Streamerin natürlich. Entschuldigung, ich wollte natürlich auch nicht exkludieren. Oder Streamer N. Die Person, die ja den Buchpreis gewonnen hat, bezeichnet sich ja selber als divers. Und im Buch von dieser Person, das wird jetzt schwierig, benutzt sie eben andere Endungen. Wir haben das auch schon mal diskutiert. Letztens hat es geheißen mit Y am Schluss. Und die Person sagt jetzt mit E, EN oder HEN. Also Streamerin, Streamere oder Streamerhen wäre dann eigentlich geschlechtsneutral. Ich finde es toll, dass wir die Diskussion jedes Mal wieder aufgreifen. Oder dass ich sie jedes Mal wieder aufgreife. Es tut mir ein bisschen leid. Ich wollte nicht auf dem rumreiten, überhaupt nicht. Was? Donnerstag? Nein, ist doch nicht Donnerstag. Ah, Scheibe. Okay. Da müssen wir noch
Müssen wir das noch anpassen, hä? Troy, hast du nicht geschwind Zeit, zum den Command anpassen? Sonst mache ich das nicht. Donnerstag. Ah, ich glaube, bei mir ist heute Donnerstag. Ich habe heute echt keinen Bock zum Kochen. Absolut zero. So. Ja, klickt du noch irgendwo hin da. Also da. Das stimmt nicht ganz. Das müsste hier noch eins abbekommen. Stream machen? Ja. Why not? Hat natürlich der Troy Freude. Troy Boy. Fanti Coins. Geil. Wieso gibt's die noch nicht? Mach mal. Ist es eigentlich schwierig, seine eigene Währung zu etablieren? Also wenn es so eine Kryptowährung ist. Das machen eh mega viele Leute, ne? So, okay. Es hebt einigermaßen. Oh, nie gamblen, Leute. Don't do it. Sieht fast so aus, als müsste ich nochmal so eine Tüte. Eine Tüte. Aufmachen. Nee. Am Schluss fehlt es nachher eh wieder. Das ist schon cool. Da ist auch nicht das drin, was ich brauche. Also muss es ja noch eins haben. Ah, voilà. Noch gefunden. Yeah! Merci, Troy. Ja, genau. Ja, Dienstag wäre perfekt. Es war fast zu erwarten, dass es noch irgendwo so Leichen rum hat. Wo das noch drinnen steht. Also nicht wundern, ich streame wirklich immer am Dienstag, nicht am Donnerstag. Das war mal so gewesen. Oh Gott! No way! 1000 Punkte weg. Ja, GZ, ey. GG. Gamble Tuesday is on. Habe ich schon erzählt in Vegas? Wahrscheinlich schon. Ich weiß es nicht mehr. Keine Ahnung. Als wir in Vegas waren, zum ersten Mal überhaupt, haben wir an einem Abend gesagt, also, jetzt gehen wir einfach mal an so die Slot-Machines, wo sonst keine Sau ist. Das war so eine, so ein Wikinger, der hat wirklich, also der hat echt einfach traurig ausgesehen und denkt, ja komm, das spielt auch niemand. Und dann hat es einfach nur gescheppert und irgendwann ist so «Release the Kraken!» ist noch gekommen und es hat nur noch so Moneten geschellt und alles. Das ist richtig abgegangen. Dann haben wir gesagt, okay, jetzt gehen wir an den nächsten Automat, wo niemand ist. Und zack, schon wieder.
Ich weiss nicht, ob das eine Taktik ist, aber wir sind dann wirklich immer wieder an andere Automaten ran und haben die geschwind so ausgeräumt. Es hat richtig gut funktioniert. Und merci vielmals. Ja, ich werde es sicher geniessen mit euch und denen, die jetzt am Lurken sind, auch gut weiterscheffeln noch bis am Mittag. Merci, dass ihr vorbeigekommen seid zum Gamblen. Sehr schön. Und mir ein bisschen gute Laune beschert haben. Bin ich immer dankbar. Kriegt Gambling Addiction. Ich könnte mir jetzt meinen, ja. Aber wir haben uns wirklich nicht zurückgehalten. Und wo wir den Verlust von der vorigen Tage wieder drin hatten, haben wir dann auch wirklich aufgehört gehabt. Und ich glaube, das Aufhören ist dann schwierig, weil du denkst, ja komm, noch einmal, komm, jetzt klappt es sicher. Ja, aber du musst wirklich aufhören. Also von dem her, nein, wir haben es wirklich können sein lassen. Aber es ist schon geil, ja. Also wenn da der ganze Bildschirm am Flackern ist und es richtig abgeht. Am besten auch da die Waterfall-Screens, die sich so oben dir durchbeugen und dann einfach so da hockst und so aufschaust und das Geld regnet von oben runter. Ist schon geil gemacht. Also sie wissen natürlich schon, wie sie die Automaten programmieren müssen, dass es richtig Laune macht. Und es sind ja viele Automaten, das sind von Konami, die ganzen Programme. Das gehört ja zu dieser Konami Holding AG oder so dazu. Also die auch sonst viele Games machen. Ja. Und auch Yu-Gi-Oh! Ja, also eben. Es hat alles irgendwo einen Zusammenhang. Mhm. Netflix sind wir jetzt gerade am The Watcher schauen. Das hast du von jemand von euch schon gesehen. Kann ich sehr empfehlen für die Leute, die gerne so ein bisschen Mystery-Thriller-Serien haben. Es hat auch ganz ein bisschen Grusel drin. Aber auch wenn man nicht gerne Horrorfilme hat, kann man es sehr gut schauen. Also es ist jetzt nicht irgendwie übertrieben. Und ja, es geht einfach um eine Familie, die ins Haus zieht. Ich will jetzt auch nicht spoilern. Und sich das gerade noch so knapp leistet mit ein bisschen Schulden und so. Dann natürlich ein bisschen auch gezwungen sind, um dort zu bleiben. Ja, und dann kommen Briefe, wo man sich dann halt ein bisschen beobachtet fühlt und man nicht weiss, wer es ist. Und die Briefe werden auch zunehmend so ein bisschen kurioser und schlimmer und es tauchen immer wieder Leute auf, die einfach wirklich alle sind weird. Und du hast immer so den Verdacht, ja, jetzt die Person steckt dahinter und ja, dann ist es eben dann doch nicht die Person. Also sie machen es irgendwie mega gut. Kann ich also empfehlen. Ich habe wieder die Pfeile nicht richtig angeschaut. Hat jemand von euch The Rings of Power gesehen? Wie ist das jetzt? Muss man das schauen oder sollte man es nicht schauen? Oder muss man es schauen, damit man näher kann mitreden und drüber herziehen? Ich weiß nicht, ob ich mir das wirklich antun will, weil ich bin doch schon ein grosser
Herr der Ringe-Fan. Und es ist ja im Vorfeld verrissen worden und ich weiß jetzt nicht, jetzt ist es ja draussen, ob sich jetzt etwas geändert hat und es doch besser ist, als die Leute befürchtet haben. Ist ja noch nicht dazu gekommen, Barracks. Ja. Ich glaube, ich warte, bis wirklich jemand im Umfeld gesehen hat. Und mir dann kann sagen, mal kannst du safe schauen. Oder ja, wenn man Führungszeit hast, aber es gibt ja viele so Serien, die schaust einfach, damit du geschaut hast, damit du irgendetwas konsumiert hast, aber du dich jetzt nicht gross daran erinnern. Oder ich finde zum Beispiel Serien, die ich mehrmals schauen kann, habe ich mega gerne. Und ich wirklich das Gefühl habe, mal, das würde ich mir jetzt nochmal geben und dann hast du vielleicht auch neue Blickwinkel, die sich auftun, weil du schon Vorkenntnisse hast, natürlich von dem, was passiert. Und dann ganz andere Sachen beobachtest oder interpretierst auch. Das finde ich schon noch nice. Also mit Breaking Bad habe ich das zum Beispiel gemacht. Das ist beim zweiten Mal wirklich noch besser. Und ja, Big Bang Theory kann man das jetzt nicht unbedingt sagen, aber das ist so etwas, was ich gerne so nebenbei laufen. Sticks? Was für Sticks? Sticky Sticks. Ah, da ist es. Das ist aber sehr, sehr eine kurze Handbremse. Ja, das soll die Handbremse sein. Also der Mini-Knubbel hier. Das kann ja nichts sein. Oder wird sogar noch angezeigt, wo das genau ankommt. Das ist aber schön. Ich sitze wirklich am richtigen Ort. Ja. So, jetzt dürfen wir das hier einsetzen. Ich hoffe, es hat auch Platz. Weil irgendetwas funktioniert nämlich schon mal wieder nicht. Ah, voilà, jetzt. Dass das ein bisschen auseinanderdrückt da, aber... Ah, das war eh gut, weil jetzt tut es ein bisschen besser lenken. Das hat vorher nämlich ein bisschen Widerstand gehabt. Joysticks für Star Citizen! Ah! Geil! Kann ich auch mal vorbeikommen, dann? Wow, the dream. Dann am besten so ein richtig 180 Grad Curve-Bildschirm oder so. Wow. Noch ein bisschen Schubregler und alles. Richtiger Traum. Als ich noch kleiner war, hatte ich mal einen Joystick, aber das sind Games noch. Also ATF Bomber und Flight Simulator und all das Zeugs. Ace Combat oder so, glaube noch. Aber ist schon geil. Vor allem mit den heutigen Games. Also der neue Flight Simulator ist ja eh krass. Wenn die entsprechende Maschine hat, die das alles kann berechnen kann. Und das nachher noch richtig mit Joystick und allem. Oh yeah. Mit dem Beamer und Surround. Oh mein Gott.
Dann machen wir einen Stream aus deinem Wohnzimmer raus. Das werden die sicher alle gesehen haben. Ist Star Citizen jetzt eigentlich fertig? Ich habe das nie mitbekommen. Es wird wahrscheinlich auch nie richtig fertig sein, oder? Weil die Welt ist einfach so groß. Immer am Freitag perfekt. Zählt das schon als Bewerbungsgespräch? Alles ist ein Bewerbungsgespräch. Ihr werdet konstant analysiert und bewertet. Und ich gemeint, das hier sage ich nur zum Spass, oder was? Good joke, Troy. Ja. Warte. Half-Life 3. Also Urban Legends. Und dann kommen sie dann so enttäuschend raus, wie es Duke Nukem und so. Sie ist es dann eben doch nicht. Ja. Jetzt machen wir Sportsitzen. Oiloik. Schwarzes Nappa-Leder. Es wäre doch auch mal noch über so Ultra-Premium-Klemmbaustein-Sets. Wirklich aus Leder und so. Hey Barracks, du bist ja ein richtiger Kollege. Aber dann. Du bist schon der Einzige, der dann spielen darf. Machst einfach alle ein bisschen geil und dann sagst du, nein, sorry, ich könnte gratis trinken, aber spiele du nur ich. Hat es eigentlich Multiplayer? Das weiß ich auch nicht. Im Altersheim, ja. Wenn es nochmal rauskommt. Meine Urenkel könnten das mal spielen. Nur Multiplayer Sandbox. Good to know. Also ich habe nur letztes Mal so ein YouTube-Video gesehen, wo einer das haben Sie sicher auch schon gesehen, es ist, glaube ich, durch den Algorithmus durchgegangen, wo sie Karten von Games vergleichen in der Größe, also Quadratmeter. Und am Schluss geht einfach Star Citizen auf. Alles nebendran ist einfach winzig. Es hat einfach ein fucking Universum abgebildet haben. Das Random-Universum. Aber ist auch witzig, dass Elder Scrolls Daggerfall 2 immer noch so weit vorne ist, weil es einfach eine riesige Welt hat. Die nicht gross bevölkert war. Ich habe es leider nicht gespielt, ich habe es nur gesehen. Aber ja, damals schon, ist eigentlich schon ein Meilenstein gewesen. Aber natürlich Grösse nicht über Qualität aussagt. Das sei hier am Rande angemerkt. Multiplayer testen sie alle Tools für den Singleplayer, okay. Ja, aber ich fände das schon am geilsten als Multiplayer, wenn dann, oder? Also mit den Kolleginnen und Kollegen dann ein bisschen neue Planeten entdecken und so. Claimen. So einfach mal 24 Stunden durch die Schwärze vom All durchdüsen
Hey, yeah! Der erste Sitz fertig. Und jetzt muss ich noch schauen, wie das ankommt. Okay. So. Also, täuscht mich das nur oder sieht der Sitz ein bisschen klein aus für den Sportwagen? Wo, also der Schalthebel ist so hoch wie die Rückenlehne fast schon. Kann man machen. Steht jetzt nicht von zweimal. Dann, okay. Oder doch? Also muss man schon zweimal machen, aber es steht nicht so explizit wie bei anderen Anleitungen. Ja. Aber es lookt mit den Teilen. Squadron 42 könnte in 2 Jahren released werden. Ja, komm, nein. You're a dreamer, du. Wie lange haltet sich die Legende um Star Citizen schon? Ich verfolge es schon gar nicht mehr, ja, weil... Kannst noch lange hoffen. Schon mal alle Teile raus, die wir noch brauchen. Aber das, was ich eigentlich brauche, finde ich natürlich nicht. Nice. Voilà. Berg, ich wünsche dir einfach viel Glück und dass die Würfel Holz sind. Ja, man muss schon vieles mit Star Citizen vergleichen. Aber es ist irgendwie auch schwierig, weil es ist eben nicht einmal fertig. Also. Vergleichst du auch nur mit momentan noch zumindest leeren Versprechen. Ja, hoffentlich gibt es aber auch viel zu machen. Also, wie lange ist es jetzt schon in Entwicklung? Kann das mal jemand geschwind googlen? ...2012? Okay. Seit 10 Jahren. Und einen Release-Horizont gibt es auch noch nicht wirklich. Außerdem könnte in 2 Jahren der Singleplayer rauskommen. Ja, also es hat ja eigentlich Games gegeben, die sind schon länger in Entwicklung, weiß ich nicht, aber zumindest in Planung gewesen. Beyond Good and Evil 2 ist ja so ein Anwärter auf den Preis. Ich habe das erste Game wirklich auch gerne gespielt. Das war richtig cool. Ich verstehe zwar trotzdem den riesigen Hype drumherum, wo sie es 2 Jahre angekündigt haben.
Es war schon geil, gewesen, aber ich habe es immer auch ein bisschen als Nischen-Game empfunden. Beyond Good and Evil. Das mit der Chase und dem Schwein. Ich weiß gar nicht mehr, wie das Schwein heißt. Und Performance beim Star Citizen ist schon sehr gut geworden. Also meinst du, könnte ich es auf meinem Herdöpfel-PC auch spielen? Sicher wieder irgendwo so das letzte Teil hier. Ah, da haben wir es. Yes. Finally. Die blauen Herdöpfel. Leicht mehlig kochend. Also bei meinem PC kommt eh niemand raus. Das Motherboard ist 8 oder 9-jährig. CPU auch. Aber ich habe noch 1080er Ti drin. 16 GB RAM, aber das ist glaube ich auch noch irgendwie DDR3. Also ja, was soll ich sagen? Ich kann immer noch alles gut spielen. Aber jetzt seit dem 4K-Monitor, 2K-Monitor, nicht 4, aber 2K-Monitor, kommt dazwischen schon ein bisschen, nicht an Anschlag, aber es sind halt nicht mehr 60 Frames. Aber ich spiele jetzt auch nicht so mega grafisch herausfordernde Games. Also das Battlefield kann man vielleicht noch reinnehmen, das ist semi-herausfordernd. Habe ich nicht gerade auf Ultra gespielt, aber doch recht gut. Ja, RAM würde ich 32 wirklich gerne haben, nur schon wegen dem ganzen Photoshop InDesign. Also das InDesign sind Dokumente, die ich habe, das, wenn ich dort in so einen langen, verketteten Textblock hineinschreibe und über mehrere Seiten geht, dann ja, dann geht es zum Teil ein bisschen, bis die Wörter kommen. Dann muss ich immer einen neuen Textblock anfangen. Dann verschiebt es halt das ganze Zeug nicht korrekt. Das nervt. Aber ja, also das nächste Mal, wenn ich einen PC mache, würde ich sicher 32 RAM nehmen. 32 Gramm RAM. Aber ja, damals ist 16, also wirklich noch. Also ist ja immer noch stabil, oder? Ich glaube wirklich, so die Minimumsempfehlung ist immer noch 16 Gramm. 16 Milliliter RAM. Im Star Citizen sind über 20 Giga. Ja, eben gesehen, das habe ich vergessen. Und nachher du spielst du dann auch noch. Ah nein, nicht bei dir. Wer hat es gesagt? Der Barracks, glaube ich, der auf dem Beamer noch spielen will. Wahrscheinlich noch 4K. Also, ja, dann 64 GB RAM und am besten noch 4090er drin. Also, ich merke es jetzt schon im Guild Wars zum Beispiel, habe ich wirklich Grafik müssen automatisch anpassen lassen. Damit, wenn ich so in fetten Fights drin bin, mit denen, keine Ahnung, 40, 50 Spieler, damit es noch flüssig ist. Und das guckt dir dann halt schon ein bisschen an, weil eben die Grafik vom Guild Wars, die das kennen, ist halt ist nicht gerade oben raus Ultra Premium, oder? So wie ein Black Desert, was bei mir eine bessere Performance gebracht hat. Zumindest. Ich habe es zwar mit 2K nicht mehr probiert, aber wahrscheinlich ist die Engine einfach ein bisschen besser.
Ist das so etwas, oder wenn die Engine einfach von Grund auf scheiße ist, dann ja, schon nur so einen geilen PC haben. Loveplay, nein. Ah, sorry, dich habe ich noch gar nicht gesehen. Willkommen. Und Nico auch. Ah, sorry, aber ich muss mich zwischendurch ein bisschen konzentrieren. Aber schön seid ihr auch da. Nein, du musst dich doch nicht schämen. Also, please, do it. Ryzen 9, 39er würde ich fix machen. Also, wenn ich könnte, würde ich auch wechseln, oder? Aber es liegt jetzt halt einerseits nicht drin und auf der anderen Seite ja, jetzt sicher noch ein bisschen zuwarten. Ich wollte auch mal wissen, wie die neue Intel GPU so läuft. Auch wenn es dort schwierig wird sein mit der Driver-Unterstützung. Aber ich finde es cool, dass man wieder jemand anders versucht, den Markt ein bisschen aufzumischen. Das finde ich eigentlich schon sympathisch. Und ja, 4090 wäre natürlich ein Traum. Und ich würde am liebsten eigentlich noch mal das Case brauchen, das ich schon habe, weil ich habe noch so ein Lian Li Big Tower, so ein Silent Tower. Und ich glaube, dort hat ihr schon easy drin Platz. Aber ja, das Cable Management hat sich bei den neuen Cases natürlich auch ein bisschen weiterentwickelt. Da ist man so ein bisschen hin und her gerissen. Oh wow, das hebt ja fantastisch da. Ich weiß nicht, was das soll sein. Das ist eine komische Sache. Jeez. Ich habe die Leertaste gekommen. Sagst du, das brauchst du mehr als 40 SPS. Die GPU ist gar nicht so wichtig. CPU, ja, aber das macht es dann auch wieder kompliziert, oder? Die meisten Games brauchen eher eine gute GPU und jetzt kommt da eins daher, der sagt, ja, ich brauche eine gute CPU. Gut, der Traum wäre natürlich, wenn beides super wäre. Ich bin froh, dass meine 1080 Ti noch ein bisschen mithalten kann. Der neue 5950er. Ja. Kannst du da bei uns noch ein bisschen gamblen? Lolplay. Ich lasse mich aber, wenn ich so, also das mache ich dir ja sicher auch gerne, so neue PCs zusammenstellen und dann träumt man so davon, ah ja, irgendwann will ich die Idee haben und dann ein paar Jahre später ist wieder eine zusammenstellt, denkst du, ich will die Idee haben, weil alles so schnell veraltet ist. Aber dann lässt dich mega schnell auch dazu verleiten, so ein richtiges Monstrum zu machen, wo vielleicht gar nicht unbedingt brauchst oder so ultra high-end ist und eigentlich wird dir etwas für die Hälfte vom Preis schon lange. Also ich bin da so einer. Darum habe ich mir jetzt angefangen, immer wieder solche Komponenten zusammenzustellen. Einmal für ein Budget, so ein Midrange-PC und noch ein High-End. Da kann man vielleicht auch ein bisschen mischen. Wenn dann irgendwann mal wirklich wieder die Kohle hat, um mir neue PC zuzutun. Aber eben, momentan ist es noch nicht nötig. Aber auch der PC hat jetzt schon sicher 4 verschiedene Grafikkarten drin gehabt.
Ich glaube mal noch 690 gerecht oder so. Und dann mal noch ein AMD. Und dann eine von der 9er Serie, glaube ich. Und jetzt eben noch 1080. Und dann seitdem nicht mehr gemacht. Ah, mit Vulkan sind es noch 3. Nice. Ja, Lorbeck, ich glaube, wir haben ein paar Profis da unter uns, die dich sicher beraten können. Und sonst kannst du dich natürlich auch bei brack.ch beraten lassen, wenn du neue Pizzakomponenten brauchst. Die können dir nämlich wirklich auch weiterhelfen. Kommt ein bisschen darauf an, für was du es brauchst. Also eben ich zum Beispiel, ich müsste schon ein Upgrade haben, aber einfach nur, weil ich es brauche bei den Adobe-Programmen, weil die relativ viel Arbeitsspeicher brauchen, dass sie flüssig funktionieren. Aber ich mache nicht 3D-Modellierung, wo noch eine GPU noch wichtig wäre, sondern mit viel Speicher, sondern eben halt momentan zumindest Text. Bei mir auch schon gebraucht und so, aber das geht noch meistens bei meinen Mini-Projekten ganz gut. Dass ich dort noch nicht mehr RAM bräuchte. Mehr RAM. Dann haben wir fast nur noch grosse Teile. Ah, da freue ich mich. Was haben wir jetzt? 12. Es ist 12. Ich wünsche einen guten Miteinander für die am Essen sind oder zum Essen gehen. Genießt es und lasst es euch gut gehen. Das ist wieder so gewackelig. Das habe ich beim Wangen schon nicht so gerne gehabt. Das Zeug einfach so gewackelig ist. Okay. Aber es ist drin. Und Steuerrad kommt noch dazu. Mhm. Ich habe im einen Beutel noch gesehen, jetzt noch ein grosses Steuerrad drin. Da. Also ich kann mir nur vorstellen, also wie das da ist das andere, dass das da wahrscheinlich für I don't know für die Fernbedienung ist oder so, wo man noch könnte zusätzlich kaufen. Aber wir brauchen jetzt hier einmal das Kleine. Weird. Oh, jetzt müssen wir das da noch verbinden. Jetzt muss ich noch schauen, dass das Gewinn da raufkommt. Eine richtige Doktorarbeit, aber es funktioniert. Mit unserem Steuerrad können wir jetzt effektiv lenken. Bin ich froh, weil dann weiß ich, dass ich etwas richtig verbaut habe. Yes! Geil! So, und jetzt ein bisschen Türen. Es wird wirklich noch ein bisschen gut sein, dass wir in einer Stunde fertig sind.
Du willst einfach zum Spass erweitern. Ja, aber dann kannst du doch das Geld gescheiter für irgendwelche geile Games ausgeben, ne? Also wenn du die RAM nicht brauchst, dann ist es wirklich schade ums Geld, ne? Hand of God Lenkung, yes. Natürlich. Und dann musst du noch lachen. Okay, ja gut, dann wünsche ich dir viel Vergnügen beim Duschen, einen guten und sichere Auto- oder ÖV-Fahrt. Und merci, dass du bist vorbeischauen. Und sehr wahrscheinlich viel Spaß beim Kochen, oder? Es ist ein strenger Tag vor dir. Zum Glück haben wir die jetzt alle schon ein bisschen rausgesucht. Jetzt brauchen wir nämlich recht viel von denen. Ach, ich muss das Fenster aufmachen, es wird schon wieder so warm, ey. Was mir in letzter Zeit auch noch ein bisschen Freude macht, ist meine ganzen Magic-Karten einscannen in so ein Programm, damit ich ein bisschen weiss, welche ich überhaupt daheim habe. Ich habe nicht eine riesige Sammlung, da gibt es andere ganz Straub. Aber ja, es ist irgendwie noch so etwas Entspannendes. Es ist so ein bisschen wie ein Zen-Garten. So die Karten schön zu dokumentieren, welchen Zustand das sind. Bei mir sind natürlich sowieso alle Near Mints. Als wäre das nicht klar gewesen. Nein, es gibt natürlich schon Ausnahmen. Nämlich die Karte, die ich von jemand anderem bekommen habe. Ja, und das macht mir schon noch gerade ein bisschen Freude. Es ist einfach so etwas, wo ich sage, hey, jetzt gerade wollte ich einfach etwas Gemütliches machen. Und dann tue ich ein bisschen meine Magic-Karte einscannen. Das ist etwa so entspannend wie hier, so ein Klemmbaustein-Set zusammenzubauen. Also wenn ihr Karte daheim habt und schon studiert habt, also die ganzen Scan... Mahlzeit, Lagenloller, danke vielmals, dir auch viel Spaß und einen guten. Merci auch fürs Vorbeikommen und ein bisschen quatschen da mit uns. Also eben, wenn ihr Karten einscannen, die Programm gibt es ja schon länger, kann ich wirklich empfehlen, wenn ihr schon mit dem Gedanken gespielt habt und denkt, ich bin ein bisschen zu viel dafür oder so. Einfach mal anfangen. Natürlich kann man dort dann auch die ganzen Marktpreise und Veränderungen ablesen. Das ist noch der andere Vorteil. Man kann sie verkaufen. Man kann sie auch übersetzen und so. Also ich benutze jetzt da die Dragon Shield App zum Beispiel. Und ja, das ist einfach etwas fürs Gemüt. Rock for the win! Recht hast.
nehme ich gerade die Gelegenheit und sage auch, also den Sportscar, den wir hier zusammenbauen, den gibt es auch auf brack.ch natürlich. Könnt ihr bei den Klemmbausteinen schauen oder gerne einfach KDA Sportscar ein, dann sollte glaube ich auch kommen. Wenn ihr jetzt das Gefühl habt, mal, ich kann das besser als der Cyril, ich will das auch mal probieren, dann go for it. So, unsere wunderschöne Türen. Ich hoffe, das geht jetzt alles gut hier. Yeah! Ist wieder so, dass man sich ein bisschen anlüpfen muss, weil sie ein bisschen abgebogen ist. Aber dafür ist sie auch mal sehr schön bündig hier auf dieser Seite. Voilà. Bei euch ist es ein bisschen ganz rot, glaube ich, ein bisschen mehr ins Magenta rein. Aber es ist effektiv so ein bisschen ein Orange-Rot. So ein, ich sage jetzt mal, ein Magma-Rot oder so. Ich habe es versucht schon zu korrigieren, aber es klappt leider nicht. Es ist ein bisschen schwierig über die Kamera. Beziehungsweise die anderen Sachen sehen dann halt einfach komisch aus. So, und die ganze Zahnbrüder von vorne für die anderen Türen. Hier habt ihr es zum Beispiel tiptop. Da wird nichts verbogen. Aber ist ja klar, weil es ein Doppelteil ist. Aber das andere dort hinten hebt jetzt einmal auch, weil das haben wir fixiert mit wie sagt man dem? Nicht mit dem Kotflügel, sondern mit dem Blech, der übers Rad hineingeht. Begriff leider auch vergessen. Was mich noch so ein bisschen traurig stimmt, ist, dass irgendwie der Herbst nicht so cool ist wie sonst. Also entweder will ich so richtig geilen Nebel. Oh. Was stimmt jetzt nicht? Entweder will ich richtig geilen Nebel oder ein bisschen Sonnenschein und die farbigen Bäume, aber irgendwie hat es momentan weder noch. Ah nein, es hat ja gestummen. Okay. Ich habe mal wirklich etwas von Anfang an richtig gemacht. So, das geht Kinder. Jetzt hat die fast noch das übersprungen.
das bei diesem auch übersprungen? Nein, nein. Das sieht perfekt aus. Also eben nicht wundern, wenn ich ein bisschen weniger schnurre wie sonst. Ich versuche wirklich da die Konzentration ein bisschen hoch zu behalten, dass wir mit dem hoffentlich fertig werden. Nebel gibt es nur mit der RTX 4090. Oh, böse, Troy. Ja, gut, aber merci vielmals fürs Vorbeischauen. Dankeschön. Ich habe natürlich wieder meinen obligatorischen Salat und Sandwich bestellt. Kommt dann später. Wenn ich noch überhaupt keinen Hunger habe. Hallo! Wer ist denn das? Bin ich das? Das bin ich. Bist du, Steffi? So, nice. Jetzt haben wir den auch. Okay. Gut. Oh ja, schau mal. Also jetzt geht es wirklich in Endspurt. Jetzt machen wir oben den Rest noch fertig. Und jetzt brauche ich auch effektiv Teile, die ich da nicht mehr rumliegen habe. Also geht es noch an Endspurt. So gut, da bin ich gerade wieder... Ups, yes, it's me. Hast du gedacht? Schön bist du da. Wie geht's dir, Steffi? Alles prima Ballerina. So, jetzt mache ich alle Tüten auf. Hey, du kannst jetzt selber sabben. Kannst du gerade selber Danke sagen? Büpp, büpp. Yeah, merci vielmals. So nett von dir. Sehr, sehr sympathisch. Okay, also, let's go. Was hast du heute für den Tag verwünscht, Steffi? Bei mir ist es so ein gemischte Gefühle heute. Jetzt habe ich wieder zu viel ausgeleert. No, was sind die schrägen Dächli? Bitte tun wir das nicht an. Ich umarme. Umarmungen nehme ich immer gern. Ja, das hat sich schon ein bisschen gebessert. Aber ja. Zwischendurch gibt es halt mal ein Tagli, das nicht so crazy ist, oder? Hat jeder einmal.
Bist du auch im Büro? Ah was? Hast du heute Office Day? Office. Was machst du im Büro? Du bist doch sonst am Dienstag gar nicht im Büro, oder? Hast du noch wichtige Termine? Ah, da kommst du mich ablösen. Ah ja? Team-Meeting. Ah, okay. Und da denke ich, du es gerade noch verbinden. Da muss ich ja noch viel mehr Gas geben, wenn ich jetzt noch fertig werden mit dem. He? Ich habe wirklich fast schon versprochen, dass wir jetzt nächste Woche etwas Neues endlich anfangen. Und das ist eine allerhöchste Eisenbahn, dass das der Fall ist. Ja, heute ist ist richtig Full House da bei uns bei Brack. Also draussen der Parkplatz, der ist wirklich zum Brechen gefüllt. Ich hoffe, das Team-Meeting bei dir war erfolgreich gewesen. Und hast deine Punkte können darlegen, die du hast wollen? Oder ist es nur ums brave Zuhören gegangen? Zuhören und nicken. Ja, jetzt haben wir natürlich wirklich das Problem, dass wieder zu viel so Mini-Teile rumliegen, die nicht alle brauchen. Und ein Klemmoli. Ist ein Klemmoli da? Ja und Amen. Spannend gewesen, okay. Immerhin. Very gut. Ja, aktuell ja auch ein bisschen mehr Office-Tage. Wir eben noch die neue Teamkollegin haben, die angefangen hat. Und eben Dienstag sowieso ja. Team Day. Morgen bin ich sicher auch wieder da. Abend dann mal noch die Eltern wieder besuchen. Das ist so ein bisschen näher abends von Megenweilen weg. Kann man das gerade immer wunderbar kombinieren. Wenn nachher von mir die Heimen aus müsste fahren, zuerst durch den ganzen Verkehr durch, dann habe ich echt keinen Bock. Wirklich zero Bock. Was machst du denn, Steffi? Auf was dürfen sich die Zuschauer freuen? Wo du näher zeigst, geht es weiter mit Phoenix Immortals Rising, oder wie heißt es? Oder Immortals Rising Phoenix? Oder Immortals Phoenix Rising? Oder Rising Immortal. Nein, Rising Phoenix Immortals. Eins von dem. Daran merkt man wieder, dass ich das noch nicht gespielt habe.
Immortals Phoenix Rising. Okay, gut. Der haut es so. Der heißt halt so. Da muss ich ja noch richtig schön aufräumen. Für dich. Und das Studio schön parat machen. Das nachher sagst du, ich darf nicht mehr streamen. Da noch meine abgebissenen Pizzaränder und so rumliegen. Ein halb leer getrunkenen Frappuccino. Und 10 Dosen Dr. Pepper. Damit ich mal den Klischee-Streamer platzieren kann. Das kommt. Nein, andersrum. So. Yes! Das wird die Front geben. Oh, da fehlen mir noch 2 schwarze Knubbelis. So, jetzt ist perfekt. Sind wir jetzt halbe? Ja. Da müsste ich fast noch ein bisschen Gas geben. Aber sonst, weil das näher zu nichts führt, würde ich jetzt schon mal anteasern, falls wir nicht fertig werden, würde ich effektiv den Rest noch fertig zusammenbauen. Wir schauen jetzt das nächste Mal noch ganz kurz an. Und das war's dann. Ah, Steffi, grüß dich. Haben wir noch Besuch? Steffi ist gerade ganz aufgebracht darüber, dass wir schon geile neue Sets haben, die wir dann zusammenbauen können. Gell? Mach doch nochmal. Nur zu. Eben, dass ich dann eigentlich würde sicher nicht zu eurem Leidwesen das Sportscar fertig bauen. Und wir dann einfach kurz ein Recap machen und dann mit dem neuen auch schon starten. Im nächsten Projekt nächstes Mal. Dass da ein bisschen Abwechslung reinkommt und nicht, dass wir anfangen und dann eigentlich wirklich fast schon fertig sind. Nächste Woche. So. Da ist noch ein Teil auf der falschen Seite. Oder? Geht's dir? Nein, die Steffi rennt nicht heim. Die Steffi tut dann von hier streamen. Für das haben wir das Streaming-Studio. Sie tut mich nachher ablösen und dann könnt ihr mit der Steffi Immortals Phoenix Rising spielen. So wird das aussehen. Weiß es nicht. Ah, jetzt. Kurze technische Probleme. Steffi schreibt zum ersten Mal auf einer Tastatur. Genau.
Alright. So, Front Bumpers. Montiert. Seitenschweller noch. Voilà. Musst du noch das Game abladen, Steffi? Ja. Psst. Ah, so. Und das wird ganz filigran da. Was sie baut der Porsche weiter? Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, sie freut sich jetzt schon ziemlich auf ihr Game. Nicht, dass sie da noch will, der Porsche fertig machen. Never. Never ever. Lang duur. Pure Begeisterung, wie man hört. Ich habe langsam aber den leislichen Verdacht. Das ist Daily Feld. Nein, nicht, dass es Teile fehlt. Ich weiss, das sage ich immer, wenn es Teile fehlt. Aber nein, dass wir dann doch wirklich noch fertig werden. Und dass die restlichen sind, wenn wir jetzt noch würde, den Motor verbauen und den Empfänger dann für die Fernsteuerung. Was auch gut ist, weil dann wären wir tatsächlich fertig. So gut. Funktioniert? Ich hoffe es. Hoffen wir es. Was ich mir noch ein Sorgen mache, ist. Der kein Akku. Ja, zum Beispiel. Die neuen haben doch Bluetooth, ne? Nein. Ein Rückschritt. Alles ist besser mit Bluetooth. Wird das heute noch fertig? Ja, Ist die ernst? sicher wird das noch Du fertig. musst schon fertig werden. Nein, ich will es wirklich noch fertig machen. Ich will Ja, dann gib nächstes Gas. Mal mit dem neuen starten. Aber es sind nicht mehr. Es sind noch 14 Seiten. Also es sollte jetzt eigentlich noch passen. Das ist aber nett. Ausser natürlich Teile Gamer haben, dann wird es schwierig. Wo ist es? Der Profi ist wieder am Werk. Yeah! Merci. Ich fühle mich sexuell belästigt. Entschuldigung. Installiert. Das hat sich nur noch eine Stunde an. Ja, ich brauche natürlich Bandbreite zum Streamen. Hallo? Das stimmt. Das stimmt. Einmal mit Profis. Ich kann ich dir im Fall auch nicht beantworten. Es wird schon kommen. Es wird schon kommen. Es geht sich schon aus.
und jetzt wollen wir das verbinden. No! Es war zu kurze Teile. Fuck. Da ist nicht gestanden, wie viel Noppen. Noob. Ah, merci. Steffi, So cool, Steffi, es ist meine Streaming-Zeit. Bitte gang raus. Gut, ich komme nach. Gib sie Bananen. Man führe sie hinfort. Bis grad. Ciao. Nein. Also wenn ich das nächste Mal nicht die Klemmbausteine habe, wo ich eigentlich zeigen will, dann ist das Steffi ihre Schuld, weil sie hat sie geklaut. Einfach... es ist im Internet jetzt, es ist für ewig gesichert. Ihr wisst es. Das müsste noch etwas länger sein. Gibt's aber nicht. Dann ein Achter. Und ein Zehner. Das stimmt ja. Ah, jetzt komme ich da raus, okay. So. Ich habe gerade Qualität rausgeworfen. Lordplay, wir müssen uns jetzt dann wirklich mal ernsthaft miteinander unterhalten. Ich habe Qualität rausgeworfen. Du brichst mir jedes Mal mein Herz. Jedes Mal. Ich kann das einfach nicht mehr hier. Du hast ja näher ein bisschen Qualität mit ihr. Sie kommt ja, in 20 Minuten ist sie da und dann kannst du ihr all die schönen Sachen sagen, die du mir jetzt gesagt hast. Aber hey, ich bin also heute gut vorangekommen. Jetzt musst du also nicht so tun. Ich habe mir wirklich Mühe gegeben heute. Hässig ist sie. So recht. Wie hässig. Da rein trampeln. Hallo? Aber ist schon gut, wenn ich mich nicht mehr will, dann ja, voll okay. Dann gehe ich nachher. Und dann seht ihr auch nie, was sonst noch für Klemmbausteine-Sets hätte. Und dann tue ich die alle heimnehmen und sie die Heime alleine zusammenbauen. Und du, Steffi, kommst sowieso nichts über. Gar nichts. Gibt's jetzt Wellen. Fertig lustig. Ohne Tritt und Haarreissen. Das lässt dir immer noch krabbeln. Nein. Da hat Steffi schon gewonnen.
Unersetzbar. Ah, danke. Endlich jemand, der sagt. Der Lordplay ist nur neidisch, weil er mich ersetzen will. So ist es eigentlich. Eigentlich müssten wir das 1 gegen 1 machen. Das hast du schon mal vorgeschlagen. I know. Das 1 gegen 1 Klemmbaustein-Duell. Jedes Mal endet es einfach wieder bei dem. Also ich wollte dich ja auch mal noch sehen, dann Legölen und gleichzeitig noch schnurren mit den Leuten und lesen. Das ist nämlich auch noch eine Challenge. Das ist sich viele gar nicht bewusst, glaube ich. Aber du kannst dich nicht nur aufs Legölen konzentrieren. Darum, eben heute habe ich ein bisschen weniger geschnurrt, darum geht es auch viel besser. Jetzt muss ich noch 4 von den genau gleichen Anzeigen aufkleben. Hey. Also ein bisschen Abwechslung da wäre schon nicht schlecht gewesen. Ich hoffe, der Streamer ruckelt nicht, aber eben, Steffi braucht eigentlich nur den Download und ich brauche nur den Upload. Ich glaube da mal so. Ja, ich weiss, ich schnurre wie ein Buch, aber es ist schlimm mit mir. Ah, Lob, ich weiss doch. Same. Seraphine. Okay, gut. Dann bin ich froh, wenn ich jetzt nicht anders noch machen muss, sondern nur noch den Keiben Sportwagen fertig. Der Rühren hinter in die Ecke. Pneu ist ja noch da. Gut. Übrigens auch sehr lustig. Am Anfang haben wir ja das Set ausgepackt. Und es sind ja 2 schwarze Kisten drin gewesen. Aber die eine Kiste ist leer. Es hat nur in einer Kiste hat's Teile drin gehabt. Ja. Gut, hä? Das sieht schon mal geil aus. Mit Vollgas über den Nürnbergring. Jetzt haben wir noch Viertelstunde. Viertelstunde, okay. Kein Druck. Yeah, okay, merci fürs Vorbeischauen, Lordplay. Herzlich gehen raus. Und wunderschönes Tag dir natürlich. Merci fürs Abhängen. Und hoffentlich bis nächste Woche wieder. Würde mich freuen. Ganz gutes Schäferle. Natürlich auch allen anderen, die langsam wieder aus der Mittagspause zurückkommen. Ich hoffe, sie sind gestärkt. Und ready für einen schönen Nachmittag. Und den Nachmittag könnt ihr euch, wie gesagt, auch noch ein bisschen versüßen lassen durch die Steffi, wo näher ein bisschen streamen.
Und zwar Phoenix Immortal Rising. Also wir gehen wieder zurück in den Gaming-Bereich. Und das sollte nachher gerade am Eis dann fliegenden Wechsel geben, während mich die Steffi rausschmeißt und mir noch die Klemmbausteine hinterher rührt und dann mit euch hier ein bisschen zocken tut. Also ihr könnt eigentlich schon fast sitzen bleiben, hocken bleiben, eingeschaltet bleiben und geht es nachher hier gerade weiter. Natürlich. Es ist bei 14%, Steffi. Ich weiß nicht, ob Downloads limitiert sind. Im dümmsten Fall. Ich kann natürlich nur hoffen, dass es noch ein bisschen schneller läuft. Sobald ich da mich ausgeloggt habe. Das überziehe ich dann halt ein bisschen. Wie der Keib hier sich noch gut zusammenbauen lässt. Da. Die letzten paar Meter. Das kommt. Schön, wenn er jetzt Form annimmt, oder? Jetzt kommen wirklich die geschwungenen Formen vom Sportscar. Kommen wir dafür, ja. Eigentlich nur die letzte Partei finden. Please. Einfach so ein Zweier. Ein rotes Zweierli suche ich. Da ist noch eins. Vor der Nase. Jetzt ist noch nichts auseinandergefallen. Die letzten paar Seiten. So, hier haben wir die Gelenke mal früher verstaut. Ich hoffe, das sieht nicht anständig aus. Sich einfach so das Teil so frei bewegt. Weiß nicht. Weiß ich nicht.
Also ich hätte nicht daran geglaubt, als ich da die Säckchen jetzt noch auspackt habe, dass wir uns wirklich noch am Ende nähern. Aber da mit dem Turbo-Modus geht es jetzt wirklich fix. So, ja, haben wir. Das ist jetzt gerade sehr satisfying hier, weil jetzt wird wirklich alles so ein bisschen schön noch verschachtelt. Sonst ist das in der Regel so ein bisschen währenddessen, dass man schon gewisse Sachen verbaut, die dann versteckt sind, aber jetzt dann wirklich alles wunderbar einpacken. Jetzt nimmt es extrem schnell Form an. Das ist schon ein bisschen belohnend. Vor allem nach dem Ärger von den letzten 2 Mal. Umso mehr natürlich. So, und das wird jetzt noch das Dach und dann dürfte das gewesen sein. Hier müssen wir die 2 Teile wirklich in die Kreise rein platzieren. Das ist glücklicherweise in der Anleitung auch nochmal so aufgezeigt, dass man es nicht falsch tut. So sollte das sein. Und wie läuft? Hey, recht gut. Also, muss vielleicht ein bisschen weiter führen tun. Aber wir nähern uns wirklich am Ende, dass wir da das noch schaffen und dann auch, eben, wie schon angetönt, Steffi kann übernehmen und noch ein bisschen Phoenix Immortals Rising. Also jetzt schon wieder falsch ausgesprochen, oder? Immortals Phoenix Rising. Dammit! Immortals Phoenix Rising, ja, genau. Wird sie nachher noch zocken mit euch. Und wir dementsprechend nächste Woche auch fix etwas Neues anfangen. Es muss noch eins runterversetzt werden. Die Frage. Man kann sie abzählen.
Steffi heute? Ja, so habe ich auch geschaut, ja. Steffi tatsächlich heute, ja. Also wie letzte Woche ausnahmsweise mal am Dienstag am Gamen. Aber hey, das sind doch die schönen Überraschungen vom Leben. Und so tolle Sachen eben ganz unerwartet kommen. Also ihr könnt wirklich einfach dranbleiben und dann machen wir den fliegenden Wechsel. Steffi, wie sieht es aus? Soll ich den Stream beenden? Wäre vielleicht nicht schlecht wegen dem Video, oder? Wenn du noch da bist, sag mir doch das geschwind. Kurzes Feedback. Den ganzen Plan von heute. Oh nein! Aber im positiven Sinn, oder? Also, was gibt es Besseres, als nach Klemmbausteinen noch ein bisschen Gaming zuschauen? So. Wenn es jetzt nicht mega kompliziert wird, die letzten Teile noch zu finden. Da. Macht keinen Unterschied. Okay. Ja, sonst musst du halt noch die Smalltalk machen, Steffi. Ich schaue gerade mal, wie viel ist es? 8. Nein, warte. 26. 26. Und sonst gibt es immer noch Webbrowser-Games. Und es können noch Minesweeper oder das FX Pinball, was im Windows XP drauf hat. Ist das nicht schön? So, jetzt das kommt. Nein. Jetzt verkehrt rum. So. Und da fehlt auch noch die Verschalung, sehe ich gerade. Haben wir noch einen kleinen Schritt übersprungen. Jetzt tun wir gerade schön flicken. Ich habe noch ein Zweierli rote noch gefunden. Das sollte ja eigentlich nicht so schwer sein. Sollte man meinen. Viele haben das gemeint und sind daran verzweifelt.
fehlt jetzt wirklich so ein rotes Teil. Mache ich das noch gleich noch nachher, das ist nicht gerade essentiell. Oh, ja. Oh, fantastisch. Haben wir das noch abgerissen? Ah, das ist es. So toll. Ja, das hebt ja richtig gut. Das macht mir gerade Freude. Das müsste auch noch weiter vorkommen, das kann doch nicht sein. So. Am Schluss gibt es nochmal Bastlereien. So, die ganze Zeit so einklicken, aber das rastet eben gleich nicht ein. Also das stimmt hier. Und auf dieser Seite ist irgendetwas. Zum Glück kann man da die Türen aufmachen, sonst würde es wirklich noch knifflig werden. Ja, und natürlich so, gerade noch so Suizidtüren. Voll auf. Nein, Suizid wäre ja auf die andere Richtung. Aber ihr wisst, dass ich meine. You know what I mean. Auf der anderen Seite ist es genau gleich. Aber hier stimmt irgendwie der Abstand einfach nicht. So, jetzt aber. Was mir jetzt auch noch aufgefallen ist, dass hier noch ein, so ein Gelenk fehlt. Ah, schön. Ja, ich tue ja eigentlich nur für die Steffi die ganzen Felder noch ausbessern, weil wir noch ein bisschen warten, bis das Game abgeladen ist. Beim Troy gibt es mal den 100er. Nice. Ja, voll, ja. Ja, 3 Stunden bringst du sicher noch an. Jetzt kannst du noch bei der Steffi ein bisschen schauen. So, jetzt muss ich schauen. Dritte. Ah, das ist jetzt hier natürlich auch nochmal verankert.
Das ist nämlich auch das Teil, was jetzt uns gefehlt hat, um da bei der Seite das noch richtig zu machen. Ja. Bestimmt zum Ende nämlich doch. Was jetzt einfach schwierig wird sein, ist das da noch dazwischen zu drücken. Schön den Doktor am Schluss noch raushängen. Dann nehmen wir das doch auch noch mal gerade raus. Und das da noch. Ja, okay, also das ist jetzt schon mal gut. Jetzt haben wir hier einfach wieder das Problem, dass der da sich nicht richtig einklinken lässt. Und das Scheißteil noch rausnehmen. Das wird richtig schlimm. Ah, zum Schluss wird es nochmal schlimm. Es wird immer zu schlimmer, bevor es besser wird. So. Okay. Das sieht schon mal besser aus. Okay, dann machen wir jetzt dieses Teil auf dieser Seite noch an. Wenn wir das schon haben. So. Ja, am besten nochmal gerade geschwind abreißen. Fantastisch. So. Oh, okay. Und jetzt das Dach an. Ich traue mich wirklich nicht, da richtig fest dran zu reissen. Ah, das muss nicht einmal aufliegen sein. Das wird mir noch verbunden. So, und jetzt hier. Da können wir nämlich die noch an. Das hätte man eigentlich auch vorher schon können machen können. Also, anstatt das jetzt so gewaltsam draufdrücken. Und Spoiler noch. Jetzt gibt es doch noch ein paar Sachen. Jetzt bin ich doch noch froh. Zauber 1 schon. Jetzt bin ich doch noch froh, dass Steffi ihr Game noch nicht ganz da unten ist. Steffi, es ist bei 38 jetzt gerade. Dann mache ich jetzt einfach noch ein bisschen weiter. Und sonst sagst du mir einfach, dann tue ich nämlich abbrechen, mache den Rest noch geschwind selber fertig. Was es natürlich nicht so ganz cool ist, aber dass wir eben das nächste Mal dann unser neues Projekt mit hoffentlich ein bisschen weniger Stress können anfangen.
Ein richtig fetter Spoiler, hey. Machst du dich auf den Weg? Langsam auf den Weg. Warte mal. Schau mal. Was haben wir da noch? Ja, die Motorhaube vorne. Ja, es wird doch noch ein Moment gehen. Also es sind noch 24 Seiten. Und dann würde ich es dann eben übergehen, zum noch den Motor rein tun. Aber wenn sich Steffi auf den Weg macht, dann mache ich mich natürlich auch auf den Weg, weil ich wollte nicht im Weg sein. Okay, also wie gesagt, dann machen wir es so, ich werde den Sportscar noch fertig machen. Wir machen nächste Woche am Dienstag nochmal einen kurzen Recap. Ich habe ihn vielleicht mal noch ganz kurz ein bisschen in die Kamera rein. So weit sind wir bis jetzt. Also sieht eigentlich wirklich schnieke aus. Es fehlen natürlich noch die letzten Details, Motorhaube, Front, Scheinwerfer, hinten Heckklappe und der Spoiler und die Reifen. 24 Seiten sind es noch. Aber mit dem müsst ihr euch jetzt nicht mehr auseinandersetzen. Das mache wirklich ich noch. Und dann fangen wir nächste Woche am Dienstag etwas ganz Neues an. Kein Fahrzeug. Ein bisschen weniger Stress für mich, ein bisschen weniger Stress für euch. Wieder ein bisschen mehr quatschen. Freue ich mich natürlich auch mega, wenn das ist so ein bisschen das grosse Vergnügen, das ich habe mit euch miteinander. Ich danke euch jedenfalls fürs Vorbeikommen, fürs Hineinschauen, ein bisschen chatten mit mir, lustig haben. Und dann seht ihr jetzt noch gerade Steffi. Ich tue ganz kurz den Stream beenden. Nein, eben nicht, ich tue nicht beenden. Steffi kann eigentlich fliegend übernehmen. Ich nehme an, sie wird sich jetzt dann gerade auf den Weg machen und da ums Eck herumkommen. Und dann habt ihr das Vergnügen dann mit der Steffi noch ein bisschen eben Immortals, Phoenix Rising. Ich sage es immer verkehrt rum. Das noch mit dir zu zocken. Da wünsche ich euch ganz viel Vergnügen. Und ich gehe einfach auf den Starting Screen zurück, dass ihr euch nicht wundert. Und dann übergebe ich der Steffi. Habt eine wunderschöne Woche. Wir sehen uns. Habt Sorge und bis bald.